Seit 10 Jahren sind sie zusammen auf der Bühne. Und in dieser Zeit sind sie die erfolgreichste Ländlerband im Land geworden. Die Rauschbüble feiern dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Sie sprengen die Grenzen zwischen Pop- und Ländlermusik. Sie spielen immer noch in kleinen Ländlerbeizen, aber auch da, wo nur die ganz Grossen auftreten. Wo sie zum Tanz spielen, hat es junge Leute, ist eine Party. Sie feiern grosse Erfolg und bleiben doch immer noch so, wie sie sind. Bodenständig, echt verwurzelt im Weggital. Das ist die Geschichte der Rauschbüble. Vom Weggital ins Hallenstadion. Weggitalsee ist das und wir gehen mit Kollegen grillieren, wie wir zwischendurch noch machen. Und das ist eigentlich schön. Ja. Nicht viel, aber einfach gemütlich. Eigentlich die Ferien vor der Haustür. Kannst du mir ein Papier geben? Das mit dem Erfolg, es ist ja immer Ansichtssache. Wenn du andere anschaust, das sind wir immer ein kleiner Fisch. Und ich glaube, das Wichtige ist ja, dass wir Freude daran haben. Für uns gibt es auch noch anderes. Und du darfst bescheiden sein, aber du darfst gleich nie ein Stück weit das Ganze voll blockieren. Ich sage immer, wenn so junge Fans sind oder junge Musik machen, sie müssen nicht unbedingt Fans sein. Wenn du denen das Gefühl gibst, dass es für uns nichts wert ist, dann machst du es meiner Meinung nach auch falsch. Du musst ja gleich zeigen, sicher, man darf stolz sein darauf, es ist etwas Schönes, aber einfach das Mittelmaß finden, eben nichts für selbstverständlich halten und so weiterleben, wie es bis jetzt war. Und ich habe das schönste Leben, das ich habe. Und auf das bin ich stolz. Und nächstes wäre das gar nicht sein Leben, aber das kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, das ist das Leben, das ich jetzt gerade will. Und so fühle ich mich wohl. Wir sind in Zürich, im Studio 1 nachher dann. Also jetzt geht einfach SRF. Ja, heute haben wir die Ehre, dass wir mit Privalo dabei sein dürfen und nominiert sind. In der Sparte Volksmusik. Natürlich freue ich mich, aber hat angewandt. Ich musste extra so eine Fracke, die ich im Seil kaufen. Ich fühle mich schon wohl in einem urchigen Hemd. In der Arbeitsgruppe auf Deutsch gesagt. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich habe heute ganz Zeug gesagt. Ich freue mich, Röbi Kohler mal kennenzulernen, weil man ihn auf dem Fernsehen kennt. Das ist jetzt wirklich, für mich ist es schon noch etwas Schönes, heute in der Cinema zu sehen. Simon freut mich. Simon von Rauschbüble. Ich bin ein Fan von dir. Ja, danke. Darf ich das Foto machen? Das ist uns jetzt näher. Rauschbüble. Ja, wir haben es natürlich gerade auf Insta laden, wo wir müssen einmal alles ein bisschen geteilt haben, was da so viel läuft. Und darum, ja, mit unseren Kollegen ein bisschen teilen, was da so passiert. Muss auch sein. Cyril und Simon Rausch am Handörger, der Vater Roger am Bass, haben Volksmusik im Blut. Wir vereinen den modernen Klang mit Ländlern, sagen die Schweizer, und das kommt bei ihnen und überall bestens. Michael tanzt mit mir, wie morgen Stunde. Wir sind heute Nacht über die Musik verbunden. Und der Preis in der Sparte Volksmusik gewinnt Stubbentegänger. Ich glaube, man würde lügen, wenn man jetzt nicht gehofft hat, dass man gewinnt. Gegen Schluss hat man gleich noch eine Funke Hoffnung gehabt. Aber ich sage, wir gratulieren recht herzlich den Stubbentegängern. Es kommt von uns allen rein. Sie haben das verdient, mehr als verdient. Es geht weiter. Wir dürfen heute zum zweiten Mal als Swiss Music Award Nominierten hier in Zürich auftreten und es freut uns sehr nach dem letztjährigen, wo wir haben gewinnen sogar, ist natürlich heute die Latte hoch gesetzt. Ja, und nach dem Dämpfer am Samstag, wo wir die Wahl hatten, wäre natürlich schon toll, aber eben, es ist auch wieder wie am Samstag schon. Wenn es nicht klappt, ist es so und es geht weiter und da hat man auch wieder das Ziel, um vielleicht ein anderes Jahr das wieder zu toppen. Dort, wo willst du genau? Egal wo. Ist gleich wo. Gut, danke. Für uns bedeutet es sicher viel, dass die Ländermusik da ist. Auch wir haben gleich noch die Zeit erlebt, wo wir die Ländermusik nicht voll in den Vordergrund gesetzt haben, wo wir in der Schule nicht unbedingt mit dem angegeben haben.
Wir sind nicht in die Schule und haben gesagt, ja, wir spielen Ländermusik. Ja. Und mit den Kindern sind wir nachher dafür geguckt. So, weißt du, was willst du denn jetzt schon? Aber komm, wir gehen mal auf. Rising Artist Social Media ist Rouge-Füble! Und der Preis, sage ich jetzt einmal, der gehört wirklich nicht auf der Ländlermusik. Unser Genre, dass er überhaupt hier Platz hat. Noch einen ganz großen Applaus, Rouge-Füble! Das ist so geil. Das ist Vor jetzt allem, gerade ich kann jetzt wirklich sagen, es ist 10-mal schöner als letztes Jahr, als wir gewonnen haben. Weil jetzt sind wir das dritte da und jetzt können wir es zusammen geniessen. Vor allem mit dem Tag. Ich kann es gar nicht realisieren. Ich war gerade der, der immer gesagt hat, ja, das kommt eh nicht drauf an. Aber wenn du dort hockst, hoffst du schon, Ja. dass das dann runterkommt. Und heute ist er gekommen. Du wahrscheinlich. Das Gefühl kannst du beschreiben. Ja. Bestes jedes Hex. Und wir haben wieder gewonnen für die ganze Ländermusik. Nur für die Ländermusik, ja. Neben Musik machen bin ich hauptberuflich Schreiner. Also ich finde es einen sehr grossen Ausgleich und ich will jetzt Leben lang einen Beruf machen, der wie normal ist. Ja, ich bin sicher ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich habe es sicher gerne, wenn es läuft. Aber ja, klar, das Projekt Rouge-Füble ist für mich halt sehr eine Herzenssache, weil es gerade Familie ist, weil es meine Brüder und Täti dabei sind und weil es halt so eigen ist. Wir müssen uns nichts sagen. Wir sind unsere eigenen Chefs. Und zu dieser Frage, wie man das alles unter einen Hut bringt, man wünscht mir sicher mehr Ruhe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das als Ziel habe, immer so beschäftigt zu sein. Also klar, es müssen Sachen darunter leiden, vor allem vielleicht Freundin, Familie, Schwester, teilweise einen Monat nicht gesehen oder was auch immer. Es geht dort viel Zeit weg. Oder auch mit Kollegen eben mal grillieren oder so. Das gibt es dann halt schon eher selten, wo du dir sicher mehr wünschst. Wenn ich hier am Arbeiten bin, dann ist es wie so ein Gewinn von einem Swiss Music Award. Das wird am Anfang schon gratuliert vor am Morgen. Und nachher ist einfach wieder Alltag. Und das geniesse ich sehr, weil wenn es die ganze Zeit über die Musik will gehen, das will mich stören. Und dann bist du halt einfach ein normaler Arbeiter wie alle anderen auch. Und das geniesse ich. Ja, ich sage, das Arbeiten holt einem auf den Boden. Dass man abschalten kann von dem, was sonst immer viel ist. Sicher viel Energie gibt dir ja schon eigentlich Musik, gerade jetzt bei uns im Sinn. Ich glaube, wenn du das nicht mit Freude machen würdest, würde es nicht gehen. Auch schon kurze Gedanken gehabt, von Musik zu leben. Aber ein grosser Punkt muss man einfach immer sehen, Musik, das kann sein, dass es in 3-4 Jahren vielleicht nicht mehr so läuft wie jetzt. Ja, ich sage, Arbeiten, das ist etwas, das bleibt, sage ich. Was hinter dir? Ja. Er gibt mir natürlich schon sehr, sehr viel. Aber gerade wenn es vielleicht mal nicht so läuft, dann ist der Serie schon viel da. Und das ist eine grosse Bedeutung. Wenn du so als Zwilling aufwachsen kannst du eigentlich unmöglich vorstellen, ohne ihn das Leben eigentlich weitergehen. Du teilst so viel Hobby miteinander. Das ist eigentlich ein unbeschreibliches Gefühl, das man da hat. Also gelernt habe ich auch Schreiner, aber momentan, seit 37,5 Jahren bin ich jetzt hier. Bauspenglerei und Flachdach. Ich habe hier eine Terrasse saniert, die nicht mehr dicht war. Sie sind schon viel mit mir auf den Bau gekommen und helfen. Schon zwischen 10 und 12, 13 sind die schon mitgekommen. Ja, ich sage, sie sind ja nicht nur Söhne. Wir haben einfach irgendwie immer probiert, ihnen zu geben, dass sie wissen, dass wir sie verstehen, dass wenn man mal etwas falsch macht, dass man dazu steht, oder? Und dass man dem nicht aufgehängt wird. Und ich glaube, das hat schon eine Verbundenheit gegeben. Wir haben immer gesagt, ja, du kannst immer ein Seich machen, aber einfach dazu stehen, nicht lügen und anständig sein. Ich habe das Gefühl, man muss einfach so vorleben, wie das Leben auch ist. Und es ist nicht immer nur schön, oder? Talent ist sicher aber das ist, glaube ich, etwas altbekanntes. Nur allein mit dem Talent kann man nicht irgendetwas nur erreichen. Man muss gleich halt etwas machen. Und die sind halt wirklich da angehockt. Ich weiss noch gut, eben, so als Kind
noch vor der Schule, über den Mittag sind sie heim, hat die Frau gesagt, haben sie wieder gegurgelt und gemacht. Und es ist manchmal nicht immer angenehm streng für ihre Schwestern, oder? Und für die Frau auch. Und die haben halt eben, die haben sich halt schon extrem gepusht. Ich sage, gerade beim Musik machen und auch beim Arbeiten, wenn sie etwas machen, dann machen sie es recht. Vom Tonstudio jetzt wieder ins Fernsehstudio. Und natürlich haben wir auch nach der Sommerpause wieder Nachwuchsformationen in dieser Sendung zu Gast. Heute sind da die Ruschbüble aus Vatertal im Kanton Schwyz. Der Simon, der Cyril und der Vater, der Roger, haben es gerade auch noch mitgenommen. Simon, heute macht ihr Musik, aber ihr habt auch noch andere Hobbys, gell? Ja, schwingen wir sehr gerne und Schweizer Orgel und Handorgel. Ja. Heute mal die Handorgel dabei, he? Das ist gut. Jetzt, ihr seid ja nicht nur miteinander auf der Bühne, sondern ihr seid Geschwister und sogar Zwillinge. Cyril, wenn ihr da miteinander am Schwingen sind, gleich groß, gleich alt, bis auf eine Minute Unterschied, wer gewinnt denn da einmal? Das kommt ganz darauf an. Also, manchmal gewinnt er, manchmal gewinne ich. Das ist ganz unterschiedlich. Aber heute ist es miteinander und ich freue mich auf euren Auftritt. Unter dem Birk heisst das Stückli von der Ruschbüble. Jetzt machen wir Soundcheck. Bei den Örs sind wir heute. Es ist eine riesen Ehre natürlich, bei ihnen hier zu spielen. Oberlängeneck, das ist eigentlich dort, wo sie herkommen. Ja, das ist eigentlich ihre Heimat hier. Und ja, in der Oberland. Wir haben uns schon lange gefreut, hier zu den ersten Dritten Musiken. Und ja, es ist alles ausverkauft. Was will man mehr? Vorher im Backstage die Familie Ösch kennengelernt. Und wie sie auch überkommen, sind sie auch sehr sympathisch und authentisch. Melanie hat gerade vorher gesagt, sie hat von uns einmal gesehen, wir spielen damals Lied von ihrer Heimat. Das ist von der ersten Dritten. Mega schönes Lied, das kennt eigentlich jeder. Und das machen wir auch im Auftritt. Wenn wir die Leute holen müssen, spielen wir ein Lied von der ersten Dritten. Und das hat sie jemand gesehen und hat gesagt, heute durch das sei sie auf uns zugekommen. Hier sind sie, die Ruschbüble. Geil. Also, es ist schon ein Träumchen in Erfüllung gegangen. Mit der ersten Dritten ein Auftritt, ja, jetzt ein Lied. Aber das war Hammer. Also man will nicht mehr hören. Also. Genial. Also, es ist wie wenn wir uns schon ewig kennen irgendwie. Es ist so der Familiengroove und ihre sympathische, bescheidene Art. Und ihre Stimmen sind unglaublich schön, wie sie zusammen harmonieren, wie sie zusammen Musik machen. Ja, ich glaube, das braucht die Welt noch mehr. Also vor allem so ein Dorfkollegen. Also sind, ja, wirklich, das kann man sagen. Wir haben schon Haufen miteinander gemacht, Haufen erlebt miteinander, kennen uns, wie wir sind, nehmen uns so, wenn wir halt nicht immer Zeit haben, wenn wir nicht immer rum sind. Und das ist für uns das Wichtigste eigentlich. Darum sind sie ja gute Kollegen. Aber hauptsächlich voll ausholen, voll. Wir können es mit ihnen lustig haben, wir können mit ihnen mal einen Jass machen oder was auch immer. Und ja, klar ist Musik einmal auch ein Präsenzthema und gleich
können wir mit ihnen über anderes reden, so wie normal auch, mit anderen auch. Also sie sind für uns nicht besser oder schlechter wegen dem, weil sie Musik machen. Ja, es ist wirklich das Bodenständige und ich glaube, wir waren auch schon fort miteinander und dann haben sie Leute getroffen, die sie gekannt haben und sie sind wirklich so, sie gehen zu jedem an und nehmen sich Zeit für jede Person und das, glaube ich, zeigt schon ein bisschen ihr Wesen. Das ist auch der Erfolg, wo sie durch das haben. Sie sind wirklich bei den Leuten und ja, zum Anlangen, also wirklich hautnah, oder? Ich glaube, die Leute, die um uns herum sind, machen uns so, wie wir sind. Weil schlussendlich dreht sich unsere Freundschaft oder Familie nicht viel um den Erfolg oder um das. Und das, ja, ich glaube, das macht uns so zu dem, dass wir halt bescheiden sind und wir einmal genau wissen, wir zu dritten allein, ohne die Leute um uns herum und ohne die Leute, die uns hören können, bist einfach gar niemand. Und das heisst, eigentlich bist du eine Gemeinschaft, die uns jetzt gerade dort anbringt, wo wir sind. Es ist jeder etwas anderem gut. Und das ist jetzt unsere Stärke. Und wir haben kein Recht, um irgendwie das Gefühl haben, wir sind etwas besser. Auf keine kleinste Art. Zwei, drei Zelt, ja, also. Jetzt kann man noch reagieren. Ja, aber das hat ja gesagt. Ja. Sie geht schon gut. Ja. Der hat einfach wissen, was wir jetzt da machen. Ich meine, jetzt ist der Platz voller Camping, oder? Nicht? Angespannt, ja. Angespannt ist eigentlich komisch, das sind wir eigentlich normal nicht. Aber heute ist es einfach ein anders, weil da tut alles ein bisschen drum und dran, ein bisschen stressig ist ein Volkswort, gell? Ja, es ist einfach anders, ich weiss nicht warum, aber nein, aber es ist, die Vorfreude ist sicher grösser, oder? Ja. Und das hat gerade den Kontrast davor, wo wir das Zelt aufgestellt haben wir viel nebendran die Hallen übergeschaut und sagen, ja, unsere zweite und dritte CD haben wir nicht dort rein feiern, was gerade so schön war. Und jetzt gerade der Kontrast, wie wirklich die Hallen nebendran steht. Jetzt sind es 2000, vor 2 Jahren, 2023, haben wir CD-Tag gemacht mit 350 knapp. Das ist schon ein rechter Kontrast. Das ist manchmal schon beeindruckend. Ja, also einfach für uns auch, dass wir das überhaupt nicht beschaffen. Ja, was kommt noch mehr? Was haben wir schon ein paar Mal gesagt? Ja. Ja, Da haben wir Föhring Parkplatz. Du musst auch nicht Hey, die ist auch ein Verein. Hier können wir helfen. Langsam. Hey, danke vielmals. Danke, ja. Danke. Die Läufer, die haben es wirklich streng. Ja, ich laufe heute nicht gut. Ich werde fahren, das läuft noch gut. Danke. Dort fahren wir. Jetzt geht's los. Schönes Gefühl, schönes Gefühl. Optipost jetzt. Nein, schönes Gefühl. Ja. Als Überraschungsgast kommt noch der drauf. Ja, wollt ihr es kennen oder Bändel? Nicht, ihr legt Bändel an, komm. Ja. Also komm, Rot ist für Kinder und Violett sind alle, die einen Sitzplatz haben. Die Tür ist eröffnet, Dankeschön! Ja, genau. Ja. Das ist noch streng, so sauber anlegen. Können wir nur dafür? Aber es geht gut. Ich glaube, die ganze Szene hat einen rechten Umschwung gemacht. Es ist viel gegangen in der ganzen Ländermusik. Es kommt halt bei den Leuten mittlerweile auch sehr gut an und das ist eben auch der ganze Erfolg. Und eben so Musiker wie Zrausch, Hessrausch, Hegner oder auch Wiltigruß, das treibt einfach alles an. Dreifachhirsche, das ist alles miteinander, gibt ein bisschen Sog und die Leute haben momentan Freude an dem und wir auch. Ich bin enorm dankbar, dass ich Zrausch bin als meine Kollegen davon. Musikkollegen, aber auch nebst der Musik. Und ich bin enorm geflasht ab ihnen, wie sie immer einfach auf dem Boden bleiben, trotz jetzt dem aktuellen sehr grossen Erfolg. Mal, sie sind nicht nur meine Kollegen, auch meine Vorbilder. Du bist so eine Liebe.
träum auf rund dich und alles ist einfach rot an. Ich nenne dir die Namen, zumindest dein Herz. Könntest du mir als ewig bleiben, wenn uns nichts dazwischen kommt? Ich habe jemanden gesucht, der mit mir Traktor macht. Und dann habe ich die Jungs angefragt. Und sie haben zugesagt, sie sind auf Grindelwald gekommen. Dann hat man dort spontan entschieden, dass sie mit ins Hallenstadion kommen. Und wenn sie zu mir kommen, dann ist es so, machen Buben Deals, verstehst du? Dann ist es klar, dass ich zu ihnen auch komme. Jetzt kommt der Traum und der macht es richtig. Aber wenn man ein bisschen mit dieser Volksmusikszene immer in Kontakt ist, dann hat man sie schon hören kommen. Und zwar schon vor ein paar Jahren. Dass es jetzt wirklich dermassen geklopft hat, man ihnen von Herzen gönnen. Das ist einfach nur grossartig. Es hat mehr mit Echtheit zu tun als mit Wurzeln. Es ist, wenn du das heute Abend siehst, ich meine, das ist einfach nicht mehr normal. Es ist gute Stimmung, es sind hure viele junge Leute, es ist irgendwie ein Zusammensein und ein Musik machen. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist back to the roots. Es ist ein Stecken, ein Servala, ein Feuer und eine gute Zeit haben. Und ich glaube, wir sind auf dem Weg, zum Glück, das ist meine Meinung, auf dem Weg zurück dorthin. Jetzt muss ich zuerst gesagt. Das hat wunderbar funktioniert. Gut, das haben wir einmal im Täti gesagt. Das kannst du nur so Musiken, wenn du einander als Kollegen anschaust. Wenn du die ganze Zeit Vater-Sohn hast, sonst geht es wie nicht, wenn ich die ganze Zeit fühle, oh, was meint mein Täti dahin. Vor allem in der Pubertätsalter ist das ein wichtiger Punkt. Das ist so, ja. Diese Nacht bin ich hier rein mit dem Bruder und hier rein sind 3 Kollegen. Du kannst schon schnell reinkommen, wenn ihr nicht schüch sind von einem Puff. Das ist halt noch ein Puff. Nicht so businessmässig, aber das lange Föhre. Da hat das WC drin, aber das haben wir nicht angehängt. Und die Schuhe haben wir auch ausgestopft, weil es gestern flotschnass waren. Die haben gelitten, gell? Sind die noch so sauber? Sind die noch so sauber? Nachher uns anlegen, putz Musik. Ich weiss nicht, wenn wir mit der Maske eigentlich müssen wir schon davor sein. Wir sind zurück. Wer hat jetzt gerade da? Viel Vergnügen mit den Rauschbübeln! Sind es so wie wir sind. Du und ich bleiben so wie wir sind. Du und ich.
schlussendlich ist es gut, dass man ein bisschen nervös ist, dass man probiert, keine Fehler zu machen. Aber ich muss sagen, teils Orte, die Leute achten sich gar nicht drauf. Und die meisten Leute, glaube ich, würden das auch nicht unbedingt hören, wenn du einen Fehler machst. Darum einfach das machen, was Freude macht. Und einfach in einem Festzelt, in einem Singen. Die Leute können mitholen, wenn ich mal nebendurch hole. Dann schaut man die wenigsten schräg an. Also habe ich das Gefühl. Am Morgen früh der Tag erwacht, schon Himmel am Stab und Sternenpracht. Geht auf ein Licht am Boden hoch und die Sonne weckt dich aus der Ruhe. Durchs Tal ertönt ein Glockenschlag, es ist wie eine Ruhe, sie geht. Dich ziehst du auf ins Alpenland, machst dich parat und steigst ins Land. Begrüßt dich alle Freundeskreis, du spürst den Brand, sind alle rein. Du gehst alle Wochenende, gehst Musik, spielst die Tänze auf und ab. Und je mehr Routine, je ringer gehen die Stück. Und auch mit Gesang. Es ist ein Lockerspielen. Ich meine, teilweise schier 100 Mal gehst im Jahr. Dann machst du es irgendwann schon lockerer als einer, der vielleicht 3-4 Auftritte im Jahr hat und ja, ein bisschen nervös ist. Wir haben vor langer Zeit hier gerade am See mal das Mon Amour gesungen miteinander, das Mon Amour von Hecht. Und das Video ist eigentlich recht gut angekommen und dann haben uns ein paar immer darauf angesprochen, ob wir das nicht auch in das Studio aufnehmen. Und dann haben wir gedacht, wir machen das Gewinnspiel über Instagram. Und jetzt haben mittlerweile 582 Personen mitgemacht und mal schauen. Also es können eigentlich nur 2 gewinnen, aber vielleicht sind halt gleich alle 582 im Tonstudio. Ich bin der Philipp Mettler, ich habe ein Tonstudio und ich habe die Ehre, unter anderem auch Trauspübel zu produzieren. Wenn ich sage, Trauspübel sind auch bei mir, sagen alle, was, Trauspübel? Also für mich ist das ein super Treffer, dass ich sie dort aufnehmen darf. Jetzt ist gut. Jetzt wir drauf. Kannst du mir mein Begleiter ein bisschen lauter geben? Danke. Du bist für immer Mon Amour. Ja, wir sind heute an der Probe für das Hallenstadion hier in Hofstetten, in der Nähe, wo der Treff natürlich aufgewachsen ist. Und ja, hier in der Halle und jetzt proben wir mal alles durch. Es ist noch alles hektisch, weil wir haben alle Morgen noch gearbeitet und jetzt 2 Stunden rausgefahren. Aber am Schluss kommt es gut. Zuschauer in der Ränge, die nicht wissen, was passiert. Da ist es so, dass von Seiten her kommen die Trauschbuben und ich mit einem Traktor in die Leute hineingefahren. Geplant ist eigentlich, dass wir mit dem Traktor reinfahren im Hallenstadion durch die Leute durch. Es wird sicher noch speziell gut ankommen.
Und dort werden wir den Traktor machen und das Mädchen tanzt für uns und dann noch einen Einspieler. Und ja, das erwartet euch. Heute sind wir im Hallenstadion, Trauferkonzert, wo wir Gast sein dürfen. Das ist eine brutale Ehre für uns natürlich und ein riesen Erlebnis. Hoi, Boden oben, hoi, Boden oben, hoi, Boden oben. Ja, schön brav, ja, schön brav, ja, schön brav, jawohl. Hoi, Boden oben, hoi, Boden oben. Hör mir, ich sing wir sind aus, sie den Alperosa, wir sind aus, sie und aber die sind heute. Der, der ist der, fängt schon ein bisschen ansteigen, aber ja, das ist, glaube ich, normal. Es ist gleich eben der Druck dann vielleicht nachher ein bisschen weg. Wenn du weißt, ja, es ist alles gut gegangen, darum hoffen wir jetzt heute oder jetzt nachher geht es nochmal so, wie man es sich wünscht. Traktor holen, mit dem Traktor.
Stimmung pur da rein. Haben Sie es gespürt? Drüber, ja. Voll geil. Wirklich geil. Schade, ist schon vorbei. Aber alles Gute hat einmal ein Ende. Hat es euch auch also gut gefallen wie mir? Dann noch einen Like und kommentiert. Und vor allem abonniert den Kanal. Mehr zur Volksmusik und zu unseren Traditionen hier rechts auf Play SRF. Viel Vergnügen!